Guten Tag miteinander, das sind ich noch einmal wir. Ich will ju vandaag es vertellen, hoe dat damals in den 1960er Jahren mit den Trauungen war. Wie ihr damals in Detten hierot habt, will ich es versuchen, ju es in Detske platt zu vertellen, wenn ich ja nu auch al mehr als 60 Jahre von Detten weg sind. Bernhard und ich habt ja im Sommer 1965, also im Juli amtlich und in August kirchlich hierot. Von Tages sieht man ja im Fernsehen, dass die Brut mit Süstes, Schwiegermode und die eigene Mode in Brutgeschäft geht und sich ein Brutkleid utzig. Ja, und dann gibt er auch noch ein Gläschen Sekt bei. Und alle wacht op den Augenblick, wann die junge Frau echte den Vorhang wegkommt. Ich hab das 1964 verlorft. Mittags sind wir beide noch telcht führt, sind in die Gnadenkapelle gegangen und habt uns für de Mode kurz die lätere Ehe versprochen. Habt uns die Ringe an Finger sturken und Bernhard heeft mir ein fein gülden Armband schenkt. Bei uns an Huse gab dann nachmittags Kaffee und Koken mit Bernhards und meine Familie. Da fällt mir auch noch eine Geschichte in, wo das Bollratze Tigen gegangen war, es wie aus der Ringe gekauft habt. Wie habt aus der Ringe bei uns in Detten wie ein Juwelier utzocht. Und das ich unsere Namens abschrieben habe, sie in den Ring zu gravieren. Es wie an der Utgangstür stehen, reib he uns noch, ja, tschüss dann, Bernhard und Lisa. Hä? Ja, das war richtig hört. Heffe Lisa sagt? Ich reib, aber ich heiße nicht Lisa, sondern Resi. Oh, dann habe ich das ja wohl eben falsch verstanden. Das wär ja wat west, wenn Bernhard den Namen Lisa in sin Ehering stehen hier. Men, nu sind wir ja an mehr als 60 Jahre verheiratet. Mit den Trauungen bleibt das früher eines. Man muss sich in de Pastoraten einen Hochzeitstermin halen und dann, wo man an 3 Sonntage echte noch von de Kanzel schmierten. So sagt man das früher, wann die Namens von de Brutlüde in de Misse genannt wurden und die Lüde opfordert wurden, sich in de Pastoraten zu melden, wann ihn von de ein Ehehindernis wuss. Gut 4 Wege für de kirchliche Trauung heb wie amtlich hierot. Und dat bleibt gaas eines auf es von Tage. Bernhard und ich hebt uns in der Firma einen halben Urlaubstag genommen und hebt uns für das Standesamt droppen. He mit sin Papa und ich mit use Papa. Man muss ja 2 Tügen mitbringen. Die amtliche Hochzeit war damals ja man bloß ne Formsake, die man machen muss, wegen dat man ja süß nicht kirchlich heiraten kann. Ist dat dann in Standesamt erledigt wird, sind wir noch eben Kurt und Regina in de Wirtshop gegangen, wo die Mannslüde sich ein Glas Bier getrunken habt und ich gleich ne Upgesetzten. Ja, und dann wurde das wir Tiet, noch die Firma zu führen. Bernhard führen wir nach Coesfeld und arbeiten und ich satt 2 Uhr wir ins Büro an min Schriftdisk. Ich muss sagen, ich fühle mich gar nicht für hierot. Ich erinnere mich, dass ich mich am Telefon immer noch mit meinem Geburtsnamen meldet hab. Nee, die amtliche Trauung, die gelten damals nix. To die Tiet wohnte man ja auch noch nicht binene und selbst noch nicht erst nur die amtliche Trauung. Es im vorigen Juli sich unser Standesamt telefonisch bei uns melde, um
uns zu unserer Hochzeit zu gratulieren und auch besuchen wollen, auch noch ein Geschenk zu bringen, da war ich ganz überrascht, wegen wie die amtliche Trauung noch nie viert habt. Ehrlich gesagt, wir habt in all die Jahre ob die amtliche Trauung nix obudon. Es dann in August die kirchliche Trauung 60 Jahre her wär. Da habt wir natürlich die Diamanten noch Hochzeit mit unsere Kinder und die kleinen Enkelkinder mit ihren Anhang hier bei uns in Huse mit ne schöne 4 abholen. Ja, so leibt das damals in die 60er Jahre mit die amtliche Heirat. Und Bernhard, die sachförige Tage zu mir. Ach, wat heb wir beide doch hier an Huse, ein schönes Seniorenheim. Hoffentlich blifft das noch lange so. So, nu tut jo wat hin und ich sag, gut schon.